Als die Kinder allein im Wald zurückgelassen wurden. Der Wald lag weit weg von der Stadt. So weit, dass keine Straße mehr einen Namen hatte. Kein Netz. Kein Licht. Keine Stimmen von Menschen. Nur Bäume. Alte, krumme Bäume. Ihre Äste griffen wie Finger in den Himmel. Man sagte, dieser Wald sei älter als die Dörfer. Älter als die Moschee in der Nähe. Älter sogar als die Erinnerungen der Menschen. Nachts atmete der Wald. So fühlte es sich an. Ein langsames, tiefes Atmen. Als wäre etwas Lebendiges darunter verborgen. Karim, ein einfacher Bauer, brachte seine Familie hierher. Seine Frau Anna. Und ihre 2 kleinen Kinder, Yusuf und Lina. Er sagte, die Stadt ist voller Lärm. Voller Sünden. Voller Angst. Hier im Wald sind wir näher bei Gott. Anna hatte Angst. Nicht vor dem Wald, sondern vor dem Schweigen. Die Kinder verstanden nichts. Sie sahen nur die Bäume. Und den Hund. Der deutsche Schäferhund hieß Rex. Groß. Breite Schultern. Ein Körper voller Narben. Karim hatte ihn als Welpen gerettet. Seitdem wich Rex ihm nie von der Seite. Aber im Wald war Rex anders. Wachsamer. Unruhiger. In der ersten Nacht blieb Rex wach. Er setzte sich vor die kleine Holzhütte. Seine Ohren waren gespitzt. Der Wind kam auf. Er trug Geräusche mit sich. Kein normales Rauschen. Es klang wie Flüstern. Wie Gebete ohne Worte. Rex knurrte. Tief. Leise. Anna wachte auf. Karim, hörst du das? Karim drehte sich um. Der Wind. Nichts weiter. Doch Rex bellte. Ein einzelnes, hartes Bellen. Der Wald antwortete. Mit Stille. Die Warnung. Am nächsten Tag ging Karim tiefer in den Wald. Er wollte Holz sammeln. Rex folgte ihm. Plötzlich blieb der Hund stehen. Sein Körper spannte sich an. Vor ihnen lag ein alter Baum. Sein Stamm war gespalten. In der Rinde waren Zeichen. Keine normalen Kratzer. Wie Schrift. Karim spürte Kälte. Er erinnerte sich an die Worte aus der Sure Yunus. Wenn die Menschen die Warnungen vergessen, dann kommt die Strafe aus einer Richtung, die sie nicht sehen. Karim flüsterte, Astaghfirullah. Rex winselte. Sie kehrten um. Der Tag der Stadt. Wochen vergingen. Der Wald wurde vertraut. Fast. Eines Morgens sagte Karim, wir müssen in die Stadt. Nur kurz. Anna zögerte. Und die Kinder? Rex ist bei ihnen. Der Himmel war grau. Schwer. Als würde er fallen. Die Straße war nass. Dann geschah es. Ein LKW. Zu schnell. Ein Hupen. Ein Knall. Metall auf Metall. Schreie. Dann nichts. Die Nacht ohne Eltern. Im Wald wurde es dunkel. Zu dunkel. Yusuf hielt den Bauch. Ich habe Hunger. Lina weinte leise. Rex lief unruhig hin und her. Als der Mond aufging, änderte sich der Wald. Schatten bewegten sich zwischen den Bäumen.
Flüstern. Rex stellte sich vor die Kinder. Seine Augen begannen zu leuchten. Nicht gelb. Nicht normal. Rot. Er bellte. Laut. Warnend. Ein Schrei antwortete. Nicht menschlich. Der Wald hatte sie bemerkt. Der Hund, der blieb. Die Nacht wurde kälter. Nicht nur kalt wie Winter. Kalt wie etwas, das kein Herz hat. Yusuf und Lina saßen dicht nebeneinander. Ihre kleinen Körper zitterten. Nicht nur vor Hunger. Vor Angst. Der Wald war jetzt anders. Die Bäume bewegten sich nicht mehr im Wind. Sie standen still. Zu still. Rex spürte es. Seine Ohren waren gesenkt. Sein Blick fest auf die Dunkelheit gerichtet. Er erinnerte sich. Nicht mit Worten, sondern mit Instinkt. An Karims Stimme. An die Gebete am Morgen. An die Warnungen. Allah lässt die Menschen eine Zeit lang gehen, doch wenn sie die Wahrheit leugnen, kommt die Prüfung. Rex verstand keine Sprache. Aber er verstand Wahrheit. Der Hunger. Yusuf flüsterte, Mama kommt morgen, oder? Lina antwortete nicht. Sie war zu schwach. Rex ging zur Tür der Hütte. Er schnupperte. Der Geruch von Blut lag noch in der Luft. Nicht von hier. Von weit weg. Der Hund bellte leise. Nicht aus Wut. Aus Pflicht. Dann lief er los. In den Wald hinein. Die Kinder schrien. Rex! Doch er drehte sich nicht um. Das erste Opfer. Rex rannte durch den Wald. Schnell. Lautlos. Zwischen den Bäumen bewegte sich etwas. Kein Tier. Ein Schatten. Zu groß. Zu langsam. Rex knurrte. Dann sprang er. Ein Schrei. Kein Laut, den ein Mensch machen konnte. Stille. Als Rex zurückkam, war sein Maul blutig. In seinem Mund, ein totes Kaninchen. Er legte es vor die Kinder. Yusuf weinte. Du hast uns gerettet. Rex setzte sich. Wachsam. Die erste Nacht ohne Schlaf. Die Kinder aßen. Langsam. Mit Schuld. Rex rührte nichts an. Er blieb stehen. Die ganze Nacht. Schatten kamen näher. Sie beobachteten. Rex bellte. Immer wieder. Und jedes Mal wichen die Schatten zurück. Doch sie verschwanden nicht. Der Morgen ohne Hoffnung. Die Sonne ging auf. Aber sie brachte kein Licht. Nur Nebel. Lina konnte kaum stehen. Rex wusste, so reicht es nicht. Er musste mehr tun. Die Prüfung. Tief im Wald lag ein alter Ort. Ein verlassener Platz. Steine. Reste eines alten Gebetsortes. Karim hatte ihn einmal gesehen. Und sofort umgedreht. Rex lief dorthin. Etwas wartete. Eine Gestalt. Dunkel. Ohne Gesicht. Sie sprach. Nicht mit Worten. Rex spürte die Bedeutung. Diese Kinder gehören dem Wald. Rex stellte sich davor. Er knurrte. Seine Augen leuchteten wieder rot.
Er erinnerte sich an Karims Hand auf seinem Kopf. Und an die Warnung der Sure Yunus. Die Rettung kommt für jene, die standhaft bleiben. Rex sprang. Ein Kampf. Nicht sichtbar. Nur Wind. Und Schreie. Das Zeichen. Als Rex zurückkehrte, blutend, erschöpft, lag vor der Hütte etwas Neues. Ein Rucksack. Mit Brot, Wasser und einem Zettel. Geht vor Sonnenuntergang. Rex setzte sich davor. Der Wald hatte gesprochen, aber nicht aufgegeben. Der Weg der Prüfung. Der Morgen kam langsam. Zu langsam. Der Nebel hing schwer zwischen den Bäumen. Er war nicht weiß. Er war grau. Wie Asche. Yusuf hielt den Rucksack fest. Lina klammerte sich an Rex. Der Hund bewegte sich kaum. Sein Atem war schwer. Sein Körper voller Wunden. Aber seine Augen waren wach. Der Zettel lag noch auf dem Boden. Geht vor Sonnenuntergang. Yusuf flüsterte, wer hat das geschrieben? Rex antwortete nicht. Doch er blickte in den Wald. Dorthin, wo der Weg begann. Der erste Schritt. Sie verließen die Hütte. Langsam. Der Wald öffnete sich nicht. Er schloss sich hinter ihnen. Mit jedem Schritt wurde es dunkler. Nicht wegen der Sonne, sondern wegen der Stille. Keine Vögel. Keine Insekten. Nur ihr Atem. Rex blieb oft stehen. Er prüfte den Boden. Die Luft. Manchmal knurrte er. Dann änderte er den Weg. Als wüsste er, wo sie nicht gehen dürften. Die Stimmen. Nach Stunden hörten sie es. Eine Stimme. Sanft. Yusuf. Der Junge blieb stehen. Mama. Rex bellte. Laut. Die Stimme veränderte sich. Wurde tiefer. Komm, wir warten. Lina begann zu weinen. Rex stellte sich zwischen die Kinder und die Stimme. Er erinnerte sich an Karims Gebet. Herr, lass uns nicht denen folgen, die uns von dir wegführen. Die Stimme verschwand. Doch das Lachen blieb. Der Ort der Gefallenen. Der Wald endete plötzlich. Vor ihnen lag eine Lichtung. Dort standen Steine. Alt. Zerbrochen. Wie Gräber. Lina fragte, schlafen hier Menschen? Rex knurrte. Hier roch es nach Angst. Nach alter Angst. Yusuf bemerkte etwas. Auf einem Stein war ein Zeichen eingeritzt. Dasselbe Zeichen wie am Baum. Eine Warnung. Die Gesandten wurden verspottet, doch am Ende kam die Wahrheit. Yusuf verstand die Worte nicht. Aber er fühlte sie. Der Verfolger. Als sie die Lichtung verließen, wussten sie. Sie waren nicht mehr allein. Schritte. Hinter ihnen. Nicht schnell. Nicht langsam. Geduldig. Rex drehte sich um. Zwischen den Bäumen bewegte sich etwas Großes. Kein Körper. Nur Dunkelheit in Form. Rex bellte. Die Dunkelheit blieb. Die Entscheidung. Der Weg teilte sich. Links, dichter Wald. Rechts, ein alter Pfad. Rex blieb stehen.
Er wusste, ein Weg führte die Kinder weiter. Der andere führte ihn selbst. Er blickte zu Yusuf und leckte seine Hand. Dann sah er Lina an und setzte sich. Der Hund verstand seine Aufgabe. Jede Seele kostet von der Prüfung. Rex bellte. Er lief in den linken Weg. Allein. Die Kinder schrien. Doch der Hund drehte sich nicht um. Das Opfer. Der Wald wurde laut. Schreie. Wind. Die Dunkelheit folgte Rex. Die Kinder rannten den Pfad entlang. Weinend. Betend. Hinter ihnen erklang ein letztes Bellen. Dann Stille. Der Ausgang. Kurz vor Sonnenuntergang sahen sie es. Eine Straße. Ein Auto. Menschen. Lina fiel auf die Knie. Yusuf drehte sich um. Der Wald war ruhig. Zu ruhig. Rex kam nicht zurück. Nur der Wind. Und ein Gefühl, dass etwas Großes geopfert wurde. Das, was Hang in there, bleibt. sis. I'm right here. Die Good Straße boy, war you're watching real. over her too. Der Asphalt kalt unter den Hang in there, Füßen der sis. I'm Kinder. right here. Good boy, you're Menschen watching schrien. over her too. Ein Auto hielt an. Hang in there, sis. I'm right here. Jemand rief, Good boy, Kinder, you're watching over her too. wo kommen die her? Yusuf antwortete nicht. Er starrte nur zurück. In den Wald. Der Wald schwieg. Die Stadt. Im Krankenhaus roch es nach Desinfektion. Nach Leben. Lina schlief. Erschöpft. Yusuf saß am Fenster. Er dachte an Rex. An das letzte Bellen. An die Augen. Er flüsterte, warum musste er bleiben? Ein alter Mann saß neben ihm. Er trug einfache Kleidung. Er sagte leise, manche Seelen werden nicht gerettet. Sie werden gesandt. Yusuf verstand nicht. Der Mann war plötzlich weg. Die Wahrheit. Tage später erzählte ein Polizist. Eure Eltern hatten einen Unfall. Sie haben es nicht geschafft. Die Worte fielen wie Steine. Lina schrie. Yusuf weinte nicht. Er erinnerte sich an die Warnung. Wenn die Wahrheit kommt, nützt Reue nichts mehr. Die Nacht der Antworten. In der Pflegefamilie konnte Yusuf nicht schlafen. Er hörte es wieder. Ein Bellen. Leise. Fern. Er stand auf. Vor dem Haus saß ein Hund. Ein deutscher Schäferhund. Alt. Narben am Körper. Seine Augen. Nicht rot. Ruhig. Yusuf trat näher. Rex. Der Hund bellte einmal. Dann drehte er sich um. Und ging. Die Rückkehr. Jahre vergingen. Yusuf war erwachsen. Lina auch. Doch sie vergaßen den Wald nie. Sie kehrten zurück. Nicht aus Neugier. Aus Pflicht. Der Wald war verändert. Ruhiger. Als hätte er etwas verloren. Oder etwas akzeptiert. Das Zeichen. An der alten Lichtung stand nun ein Stein. Neu. Darauf ein Zeichen. Und ein Name. Rex. Darunter Worte. Und wir retten, wen wir wollen, und unser Erbarmen umfasst alles. Dilu.